herzlich willkommen zu diesem Spiel, bei dem die Heimmannschaft vielleicht ein bisschen Bammel hat, Sebastian, denn zuletzt haben sich die Gäste durchgesetzt. Ja, es war ja häufig eine ganz enge Angelegenheit zwischen diesen beiden Teams und ja, ich bin heute mal gespannt, wer die Oberhand behält. Ich freue mich jedenfalls auf diese 90 Minuten. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Also da hat er wirklich Glück gehabt, dass er dafür nicht noch Gelb kriegt. Der Gegner war ja noch nicht mal in Ballbesitz. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Ja, damit kann er natürlich das gegnerische Tor überhaupt nicht in Gefahr bringen. Ja, da geht er energisch in den Zweikampf, aber alles sauber, alles in Ordnung. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Und nach diesem Foul bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig. Freistoß. Oh, da haben sie Glück gehabt hinten in der Abwehr. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Flankt er jetzt. Flanke kommt. Tor, Führungstreffer für die Gäste. Und die Fans, die können es kaum glauben. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Die Chance erkannt und sofort reagiert und das Tor gemacht. Das hat er gut gesehen. Ja, also der Spieler ist verletzt, das sehen wir auch hier von hoch oben vom Kommentatorenplatz aus, aber der Schiedsrichter gibt nur Freistoß. Ja, unglaublich, dass der Unparteiische hier einfach weiterlaufen lässt. Der Verteidiger kann klären. Nutzt er die Chance? Ja, was für ein Tor! Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. So, und nach dem Tor ist jetzt alles wieder offen. Gut per Kopf weitergeleitet. Und er findet den freien Mann. Und der andere Spieler geht dazwischen. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Ja, unglaublich. Den hatten wir alle eigentlich schon im Tor gesehen. Ein wunderschöner Pass. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, aber in dieser Aktion wäre eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen. Ja, was macht er jetzt? Ich glaube, er flankt. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. So macht man das, so bereinigt man die Situation per Kopf. Herrlich hereingezogen. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor, empfinde ich. Schön per Kopf weitergeleitet.
Ja, und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Ja, das war ein Foul, aber es gibt keine Karte dafür. Weiter geht's. War etwas ungestüm in dieser Aktion. Also mit dem Ball kann er den Torhüter nicht aus der Ruhe bringen. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Ja, da hat er gut aufgepasst. So, die erste Halbzeit läuft in ihrer Schlussphase und immer noch ist der Spielstand völlig ausgeglichen. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. Ja, niemand scheint ihn ernstlich angreifen zu wollen. Also macht er mal weiter und zweimal Eingang. Das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Das ist der Halbzeitpfiff und mit einem 1:1 gehen wir hier in die Pause. Tja, so viele Tore sind jetzt nicht gefallen, weil sich alles im Mittelfeld abspielt. Aber das werden die Trainer ansprechen. Und dann hoffen wir doch mal, dass die Stürmer mehr eingesetzt werden im zweiten Durchgang. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. Abseits, ja oder nein? Ja, guter Ball über eine weite Entfernung. Richtige Entscheidung. Schön mit dem Kopf. So, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Und jetzt drängen sie nach vorne. Das ist einfach super, wie die da hinten drin stehen. Taktisch ganz diszipliniert. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Schön gemacht. Ja, wenn das kein Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. Starker Kopfball. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Ja, und das ist eine Ansage an die Kameraden. Über außen müsst ihr es versuchen. Und den Ball hat er ja förmlich gestohlen hier gerade in dieser Situation. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. So haben sie das im Training geübt. So, jetzt wird es gefährlich.
Elfmeter gibt's und jetzt nur noch die Frage, gibt's auch noch eine gelbe Karte? So, jetzt muss er ganz vorsichtig sein, einen Gang runterschalten nach der Verwarnung. Na Tom, das ist natürlich jetzt schon die zweite gelbe Karte für dieses Team. Also allmählich müssen sie wirklich aufpassen, nicht, dass das so weitergeht. Und die Spannung ist jetzt Tor. Ja, das war ganz souverän und cool verwandelt. Und klasse, wie sie da gleich von Abwehr wieder auf Angriff umschalten. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Die Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen, dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja, schön in die Offensive per Kopf weitergeleitet. Oh, schöner Pass, das macht Spaß. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Das wird gefährlich. Und sie stürmen nach vorne. Ja, und hier die klare Entscheidung, Abstoß. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Tja. Wenn sie es der Verteidigung so leicht machen. Jetzt hat er den Platz gehalten, aber der Ball ist noch im Spiel. Das müsste eine Ecke geben. Na, schwacher Eckball. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ganz enges Spiel und die Uhr tickt unerbittlich runter. Ja, jetzt müsste die Flanke gleich kommen. Und erklärt die Situation mit diesem Kopfball. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Ja, und der Flankenball war ja viel zu dicht vors Tor gezogen. Überhaupt kein Problem für den Keeper. So, jetzt ist es vorbei. 2:1 der Endstand.